Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Alte Leute, ich habe jetzt den Anfang, glaube ich, etwa 30 Mal gemacht. Ich sage ganz ehrlich, ich sage immer am Anfang, ich hoffe, euch geht's gut und so. Und das ist irgendwie die erste Podcast-Folge, wo es irgendwie nicht so passt, weil es geht ums Thema genau, wenn es einem vielleicht gerade nicht so gut geht, wenn man gerade so eine Phase hat, wo gerade irgendwie alles schief läuft, wenn man so das Gefühl hat, Bro, da ist gerade so eine scheiß dunkle Wolke über mir oder irgendjemand, der mich, keine Ahnung, wo, weiss doch auch nicht, einfach, es läuft gerade irgendwie alles scheiße. Aber falls ihr die Podcast-Folge einfach angeklickt habt, weil ihr mich absolut geile Sau findet, dann hoffe ich euch da draussen geht's gut. Aber das ist echt crazy, Alter. Der Spotify-Rap ist ja draussen und es ist voll geil für Creators, also für Leute, die Spotify machen oder Musik. Die kommen wie auch ein Rap quasi über, also noch zusätzlich, so à la, ja, so viele Leute haben deine Podcast-Folge geschaut, das war deine beliebteste Podcast-Folge und auch so Sachen. Und das ist so geil, Alter, um das zu schauen. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, also auf der App, ich finde es einfach nicht mehr, es ist so einmal angezeigt worden und dann ist es auch verschwunden, das ist ein bisschen Aber was ich krass gefunden habe, habe ich sogar einen Screenshot müssen machen. Darum weiss ich es auch noch. Und es ist mir einfach abgeblieben, weil das finde ich echt heftig. Fast 3000 Menschen, also 2800 irgendetwas, haben meinen Podcast auf dem Platz 1 gehabt. What the fuck? Und irgendwie 17'000 oder irgendwie so etwas haben, also bin ich allgemein auf der Top 5 gewesen. Das ist fucking viel. Das ist so viel. Das ist so viel. Vor allem, ich mache meinen Podcast auf Schweizerdeutsch. Das ist so viel, Alter. Ja, das hat mich richtig, richtig fest gefreut. Ja, von dem her, falls ich bei euch in der Top 1 bin, wieso folgst du mir eigentlich noch nicht? Also bitte mal abonnieren da und 5 Sterne geben, dass das ein kranker Podcast ist. Ja, nein, wirklich, ich habe mich sehr fest gefreut. Und ich muss jetzt gerade mal schnell eine Liste dafür holen, weil, Leute, ich habe euch sehr viel zu erzählen. Es ist sehr viel passiert. Vor allem, ich habe ja, also ich tue meine Podcast-Folge eigentlich immer am Sonntag aufnehmen oder am Montag. Jetzt haben wir gerade Montag. Und genau letzten Montag habe ich sie aufgenommen und am Dienstag ist dann auch, es sind einfach es sind sehr viele Sachen passiert in dieser Woche. Schöne und nicht so schöne, wo ich euch jetzt auch mal so ein bisschen kurz erzählen, bevor wir nachher wirklich zum Thema kommen. Und ich finde sie hängen halt auch ein bisschen miteinander zusammen, weil ich habe das Thema jetzt nicht einfach so random ausgewählt, sondern weil es mich, also das Thema alles läuft gerade schief, Fragezeichen, sondern weil ich es auch irgendwie selber gerade so ein bisschen struggle damit und irgendwie, weiß auch nicht, ich nehme eigentlich meistens Themen, wo ich das Gefühl habe, eben, ich glaube, es steht sogar, wie beschreibe ich es irgendwie so, also in meiner Beschreibung von dem Podcast, ich beschäftige mich mit Themen, wo mich, nein, ich rede über Themen, die mich oder auch euch beschäftigen. Aber es passt auf jeden Fall gerade sehr gut zu meinem aktuellen Lebensabschnitt. Und für viele von euch ist das sicher auch so. Aber wir fangen eigentlich mal mit den schönen Sachen an. Einfach mal zuerst Gutes und dann Schlechtes und Gutes, wie wir es gelernt haben in der Schule, wenn wir das Feedback geben. Das macht absolut keinen Sinn in diesem Zusammenhang, aber egal. Eben das Rap, das hat mich mega fest gefreut. Dann, Leute, krank. Ich weiß gar nicht, ob ich es in der letzten Podcast-Folge gesagt habe, aber ich glaube, ich habe es gesagt, dass ich es vorhabe und ich habe es geschafft. Oder ich habe zumindest in den letzten 300 Jahren davon geredet. Und zwar habe ich wieder ein YouTube-Video hochgeladen. Holy shit, das ist ein Milestone, das ist krank. Was habe ich da an der Hose? Sorry, ich bin voll irritiert, da hat es irgendwie so Essen oder so. Geil. Auf jeden Fall habe ich ein YouTube-Video hochgeladen. Und also ihr wisst ja, dass ich eigentlich voll Bock habe, also schon immer, wieder mehr YouTube-Videos zu machen und so. Und das ist einfach mit dem Studium und all dem Stress, dass ich es nicht herbringe. Also vor der Zeit und irgendwie auch mental. Also es ist wie, ja, das ist so ein das Ding. Plus ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass ich den Podcast mache und den mache ich ja wirklich, den schaffe ich eigentlich weekly. Den ich glaube noch nie auslösen, halt, wo ich meine 5-wöchige Podcast-Pause also, gemacht habe. Dort habe ich aktiv gesagt, Leute, jetzt mache ich nichts. Habe ich es immer durchgezogen. Das ist strong. Und ja, irgendwie durch den Podcast habe ich dann auch das Gefühl, Leute, ich tue ja jede Woche updaten. Was wollen denn jetzt noch YouTube-Videos da? Ihr wisst ja schon alles über mich, ich kann meinen Podcast hören. Aber es gibt ja mega viele, die auch meinen Podcast nicht hören und mich von YouTube kennen und YouTube-Videos wünschen. Und es ist auch ein anderer Vibe. Ich habe das Gefühl, da bin ich so... Also, ich bin ja schon überall mich selber, aber da bin ich so mehr
ja, wie soll ich sagen, mehr deep, mehr persönlich. Da sind wir so ein bisschen am Real Talk führen, Leute. Da sind wir so unter uns, weißt du und ich da. Ich kann es schon sagen, von Auge zu Auge, aber auch von Ohr zu Ohr. Ja, und haben persönliche Gespräche über unsere Probleme. Und auf YouTube bin ich mehr so ein bisschen, ja, mache eigentlich mehr funny Shit. Ich will jetzt nicht von mir behaupten, dass ich ultra lustig bin, aber weißt du, so richtig Challenges, so richtig mehr Unterhaltung. Ich würde sagen, mehr Unterhaltung. Und ich kann mir auch vorstellen, viele von da draussen hören jetzt gerade den Podcast mehr, während sie noch etwas machen, I guess. Was machen ihr gerade? Schreiben Sie Kommentare, das will ich wissen. Hören Sie mir gerade zu? Sind ihr gerade schon am Einschlafen? Sind ihr gerade im Zug? Sind ihr am Aufräumen? Sind ihr am in die Schule laufen? Was macht man noch? Ich weiß nicht. Also jemand hat mir geschrieben, er hört meinen Podcast oder sie während der Schule. Yo, how? Also so während der Lektion. Das finde ich crazy. Also sonst, ja, peace out. Finde ich auch geil. Ja, schreibt mal, was ihr gerade für eine Aktivität macht. Das finde ich immer wieder spannend. Und ich habe das Gefühl, bei YouTube ist es ja eigentlich, also ich weiß es nicht. Gut, es kommt darauf an, was für ein Video. Aber je nachdem habe ich das Gefühl, das tut man eher aktiver schauen als jetzt ein Podcast. Dann machst du meistens dann nebenbei etwas so. Ist auch voll fair so, wer los. Also weißt du, wie... Wer ist so aktiv eine Stunde lang vor dem Handy so etwas am Schauen, so von jemandem, der einfach nur labert, das ist ja geiler, wenn es einfach nur das Gehör geht. Oder es nimmt mich aber Wunder, sind ihr meinen Podcast einfach am Hören oder schaut ihr jetzt das Video? Schauen wir uns jetzt gerade an oder hörst du mich einfach? Oder wie läuft das? Das nimmt mich alles Wunder, Leute. Schreibt einfach alles in die Kommentare. Auf jeden Fall, jetzt bin ich voll vom Thema abgeschweift. Ich kann sagen, ich habe ein YouTube-Video hochgeladen. Nach, glaube 8 oder 7 Monaten irgendwie so. Aber, also seit dem April auf jeden Fall. Und das ist crazy. Ich habe so ein Q&A gemacht und dort habe ich unter anderem auch ein paar Sachen erzählt. Ja, wir kommen noch dazu. Ich tue jetzt, also ja, falls ihr das Video angeschaut habt, dann wisst ihr, was es jetzt ist. Aber ich gehe noch mal ein bisschen darauf genauer ein. Nachher, auf jeden Fall, ja, das war irgendwie für mich so ein bisschen ein Milestone gewesen, weil es ist so eine Überwindung, einfach wieder mal nach langer Zeit etwas aufladen. Und ich möchte jetzt eigentlich, nein, ich will es jetzt eigentlich nicht zu früh sagen, ich möchte es eigentlich schon wieder wöchentlich arbeiten. Aber immer, ich habe von mir selber gelernt, sobald ich das mal sage, und dann fühlt sich, das macht ja das Hirn, wenn ihr von euren Zielen im Leben anderen Menschen erzählt und ihr ein positives Feedback von denen bekommt, so alle, oh, mega geil, machst du das, dann gibt es eurem Hirn schon so viel Dopamin, also schon so viel Glücksgefühl, dass ihr schon das Gefühl habt, ihr habt es schon erreicht. Und dann ist die ganze Motivation, um das zu machen, ist einfach weg. Das finde ich crazy. Darum, Leute, nein. Ich habe jetzt ein YouTube-Video gemacht und ich habe keine Ahnung, was wird kommen. Wenn etwas kommt, ist geil. Aber schreibt mir ja nicht in die Kommentare, dass ihr es geil findet, dass ich jetzt YouTube... Ich kann von mir aus schreiben, haben sie ein geiles Video gefunden. Aber schreibt ja nicht, dass ihr es geil findet, dass ich jetzt YouTube mache. Mal, das ist safe auch eine Motivation. Aber ja, auf jeden Fall, das ist das Ding. Dann haben wir ja jetzt ein Podcast-Modul. Und ich wünsche dir immer wieder, dass ich so ein bisschen von meinem Studium erzähle. Und jetzt haben wir gerade das Podcast-Modul und ich bin jetzt voll transparent in dieser Podcast-Folge. Ich wüsste jetzt, ich rede voll aus dem Herzen. Und ich sage mir ganz ehrlich, ich weiss nicht, ich habe irgendwie mich mega gefreut auf das Modul. Und es ist so ein bisschen, ich weiß auch nicht, wieder mehr ein Stress. Beziehungsweise, ja, es geht halt darum, dass wir eine Aufgabe bekommen, dass wir quasi ein Format entwickeln müssen. Und also das Format im Sinne von gefühlt schon ein neuer Podcast oder eben einfach das Format und dann ein Tisch, also eine Podcast-Folge. Also das Format ist ja wie mit mehreren Podcast-Folgen und so. Und ich habe gerade am Anfang gefragt, hey, kann ich wie quasi das Format von mir übernehmen? Wie zum Beispiel Girls Talk ist bei mir ein Format oder eigentlich, wenn ein Gast kommt, ist auch ein Format und so. Und wie die eine wir haben 2 Lehrpersonen, die eine Lehrperson ist dann so gewesen, ja, safe und so. Dann haben wir den ganzen Vortrag vorbereitet und ich habe dann mein ganzes Konzept und so gemacht. Habe voll nice gefunden und so. Und ja, dann bin ich so am nächsten Tag vor meinem Vortrag, sagt die andere Lehrperson mir so, ja, es sei ein Missverständnis gegeben zwischen den beiden Lehrpersonen und also ich kann das nicht machen. Das Ziel wäre, dass ich ein komplett neues Format entwickle. Und also ich sehe den Punkt safe so, aber das hat mich auch verdammt demotiviert. Zum einen, weil ich einen Vortrag machen musste und im Vortrag kommt, also weißt, ich erzähle mein ganzes Konzept und ich habe ja, während ich es erzählt habe, gefühlt schon gewusst, okay, das kann ich jetzt nicht machen. Darum schon ein bisschen Anschiss so. Und zum anderen, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber
ich habe wie mein Ding gefunden. Das, was mir Spass macht vom Podcast. Ich finde es geil allein oder ab und zu mal, wenn jemand dabei ist. Aber ich habe meine Themen gefunden, zum Beispiel die ganzen psychologischen Themen, die mentalen Problemthemen. Das ist alles das, was ich spannend finde. Ich tue auch gerne updaten von meinem Leben. Ich tue eure Kommentare gerne einbinden, so ein bisschen mäßig. Das finde ich alles geil. Und ich habe jetzt irgendwie gemerkt, etwas komplett Neues entwickeln. Sprich, dass es jetzt irgendwie, ich weiß doch nicht, dass ich jetzt überlege, hey, ich mache jetzt einen neuen Podcast, der heisst, weiß ich auch nicht, Jump It Around. Nein, ich habe nicht etwas gesagt. Und dann habe ich jedes Mal einen neuen Gast dabei, der über das Thema Sucht redet. Geht es einmal um das Thema Alkohol, geht es einmal um das Thema Kiffen. Keine Ahnung, das wäre jetzt ein Beispiel so. Und ich habe irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe einfach irgendwie gemerkt, es hat mir so voll die Lust genommen, weil ich vorher ich weiss, mein Studium, ich mache das ja nicht, um jetzt nur Profit, also wie quasi nur einen Nutzen haben, wo ich nachher das alles kann posten für euch. Also ich habe halt gedacht, Podcast-Modul hure geil, ich habe schon Erfahrungen und ich kann wie jetzt eine extra geile und extra aufwendige Podcast-Folge für mich machen, so ein bisschen. Ich finde es auch für euch geil, weißt so, weil grundsätzlich mache ich meine Podcasts ja, also weißt so, weil ich halt wöchentlich Podcast mache, habe ich wie jetzt nicht so Zeit, um jeder Podcast-Folge so mega krank mich vorbereiten, sage ich mal, oder weißt so komplett überlegen, wie baue ich den Podcast auf, wie ist es am spannendsten, weiß auch nicht so. Und ich habe gedacht, hey, hure geil, jetzt habe ich mal ein ganzes Modul Zeit, um so eine richtig geile Folge zu machen, wo ich mich voll mit einem Thema beschäftige und einfach so, keine Ahnung, ich habe mir das irgendwie so geil vorgestellt und es hat mir irgendwie so die Lust genommen, dass ich quasi jetzt ein provisorisches Format mache, das ich ja obviously nicht machen werde. Oder wie nicht kann, man kann ja nicht einen zweiten Podcast jetzt machen, das checken wir. Ja, das war dann so ein bisschen ernüchternd gewesen. Und jetzt müssen wir morgen ein Blatt abgeben von unserem Konzept und irgendwie, ja, mache jetzt so ein bisschen etwas anderes. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich mache, darum, ja, mal gucken. Vielleicht erzähle ich euch dann mal, wenn ich so ein bisschen sicherer bin. Dann, ich glaube, nächste Woche ist dann das der Fall. Genau. Aber nächste Woche, Leute, wisst ihr eigentlich, wer die Nina ist? Ich rede jeder Podcast-Folge von der Nina, sie studiert mit mir, eine Kollegin. Und ich habe auch schon einmal mit ihr eine Podcast-Folge gemacht, wo wir in Berlin waren und ich habe es hure gefühlt, Alter, das habe ich so cute gefunden. Mega viel geschrieben, so mach wieder eine Folge mit ihr und so. Oh mein Gott, sorry. Und ich habe gerade Aufstoß gehabt. Und jetzt, nächste Woche, kommt eine Podcast-Folge mit ihr. Sie kommt morgen her und dann drehen wir eine. Und ich freue mich so fest, vor allem, weil sie nach Hongkong geht. Sie geht für fucking 5 Minuten nach Hongkong, Leute. Ich muss sterben, glaube ich. Da kommen wir dann später mal drauf genau zu. Aber das ist so ein bisschen das mit dem Podcast-Modul. Darum irgendwie bin ich gerade so semi-motiviert, sage ich ganz ehrlich. Einfach, ja, vielleicht checkt ihr. Und so ja. Voll, das ist irgendwie gerade so ein bisschen, ich habe gar nicht so Bock. Und irgendwie, vor allem, wir haben so wie, weißt, alle haben dann ihre Vorträge gehabt und die anderen hatten dann so geile Ideen gehabt. Und irgendwie, es hat mich auch so hure gewurmt, dass ich so, ich weiß nicht, in dieser ganzen Zeit, wenn ich keine Idee finde, jetzt wie so, ja, hätte er mir auch vorher können sagen, dass ich das nicht machen kann, dann hätte ich in dieser Zeit irgendwie etwas anderes herausfinden. Und jetzt habe ich wie, ja, ich weiß auch nicht. Ja, voll. Aber ja, das kommt schon irgendwie gut. Und ja, irgendwie, entweder mache ich jetzt etwas, also ich muss jetzt einfach noch etwas finden, was ich hure nice finde, weil ich merke so, ich kann auch voll den Anschiss. Jetzt quasi, also ich kann auch irgendetwas mir aus dem Ärmel ziehen, irgendeine Idee, wo mein Feuer aber nicht brennt, aber ich habe es dann einfach gemacht, damit ich das Modul bestanden habe. Und das will ich eigentlich nicht, ich will nicht an so Sachen angehen. Ich finde es eigentlich geil, mein Studium, und ich will eigentlich ja Projekte machen, die ich voll geil finde, wo ich 100% reingegeben habe und wo mein Feuer brennt und wo ich kann aufgehen drin irgendwie und irgendwie, ich weiß auch nicht, das hat mir gerade so ein kleines Feuer genommen. Aber ja, vielleicht kommt das ja noch wieder, wir sehen es. Und sonst ist halt einfach dann ein Modul, wo halt so, ja, mal gucken. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Thema. Ich habe es auch schon im YouTube-Video besprochen. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe voll nicht gewusst, wie ich das jetzt euch soll sagen, ob ich es überhaupt soll sagen, also quasi in der Öffentlichkeit. Weil ich weiß auch nicht, ich habe es halt auch einfach gar nicht erwartet. Und ich sage es jetzt einfach mal straight aus, ich mache es gar nicht so ein riesen Ding. Ihr habt gewusst, dass ich mich bei Genf beworben habe. Ich habe euch eigentlich
gefühlt in jeder Podcast-Folge rede ich darüber, dass ich mich freue auf Genf oder dass ich Angst habe, auf Genf zu gehen. Ich habe eigentlich euch in jedem Schritt von meinem Hirn habe ich euch mitgenommen. Ja, also für ganz kurz, ich habe ja wann habe ich mich beworben? Also ich habe zuerst wie Zusage müssen haben von meiner Schule, die habe ich bekommen am Anfang von dem Jahr. Dann habe ich mich jetzt beworben, über die ganze Sommermäßig mit Motivationsschreiben etc. Bla bla. Und es hat dann geheißen, 4 bis 6 Wochen kommt das Feedback. Ich habe sogar vor 2 Wochen oder so, ich hätte eine fucking Wohnung gehabt, Leute. Auf Ehre hat mir auch irgendjemand geschrieben, hey, ich habe gehört, du suchst eine Wohnung in Genf. Und ich so, oh mein Gott, wie herzig. Und ich hätte einfach eine fucking Wohnung gehabt. Es wäre alles ready gewesen, es wäre alles aufgegangen. Ich habe ja auch mental, aber ja, ich sage jetzt kurz raus, ich habe ein Mail bekommen und ich bin nicht angenommen worden an der Schule in Genf. Und das hat mich so hart aus der Bahn geworfen. Ich kann mir das nicht vorstellen, Alter. Weil, eben, wie gesagt, ich habe noch überall bei jedem Step mitgenommen. Ich bin seit 2 Jahren oder wenn nicht mehr davon am Labern. Schon bevor ich an ZHDK gegangen bin, habe ich gesagt, ich will dann in Genf studieren für ein Semester. Ich habe mir das so mental fest vorgenommen und ich bin mir auch so sicher gewesen. Also ich habe mich eben mental schon so fest darauf vorbereitet, dass es in meinem Kopf gar keinen Sinn gemacht hat, dass es jetzt einfach nicht wird sein. Dass ich jetzt einfach nicht auf Genf gehe. Dass ich jetzt einfach da bleibe. Ich kann jetzt gar nicht sagen, da bleibe in der Schweiz, aber ja, einfach da weiter studieren an der ZHDK. Dass ich jetzt einfach nicht gehe. Und eben, ich weiß auch nicht, ob ihr das auch kennt, aber ich bin wirklich so ein Mensch, wenn ich mich mental auf etwas vorbereite und einfach dann das nicht stattfindet, das reißt mich so aus der Bahn. Ich check gar nicht mehr an, Alter. Und das ist ja wie nicht einfach so, am Abend irgendein Event absagen, sondern das ist ja für 4 Monate. Also ich habe mein ganzes Leben eigentlich so geplant jetzt, dass ich für 4 Monate weg bin. Also ich musste wegen Wohnung schauen, ich musste wegen Cash schauen, ich musste mit meinem Manager schauen, dass ich in dieser Zeit, dass wir nicht so viele Kooperationen annehmen. Wir haben die verschoben. Ich habe ja von der Schule geplant, ich muss jetzt... ich weiß auch nicht. Und ich habe es halt wirklich jedem in meinem Umkreis gesagt. Weil, also ich bin halt wirklich... Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, das ist so etwas Safes. Weil ich mir vorstelle, es sind gefühlt alle Kunstschulen miteinander so vernetzt auf dieser Welt. Und es ist so ein bisschen üblich, dass man ein Austauschsemester macht. Und eben dann auch quasi die Person, ich weiß gar nicht, wie sagt man dem, dass mich empfehlen mäßig so. Und darum, also ich habe wie gewusst, es ist jetzt nicht so das gleiche Aufnahmeverfahren, wie wenn ich jetzt zum Beispiel, wo ich mich an der ZHDK selber beworben habe, sondern es ist ja wie, hey, ich studiere ja schon. Jetzt studiere ich einfach noch etwas anderes und sie haben dann eben ein Motivationsschreiben und mein Portfolio wählen. So, für mich war es wie so gewesen, also ich habe gar nicht so realisiert, dass es wirklich so voll das, ey, du wirst angenommen oder du wirst nicht angenommen, sondern für mich ist es so, wenn du nicht angenommen wirst, dann weiß auch nicht, dann hat es spezielle Gründe oder whatever so. Also ich bin so safe irgendwie und das, ja, darum bin ich halt umso mehr enttäuscht gewesen, obviously nachher. Und eben, also bei mir ist wirklich der grösste Punkt vor allem auch gewesen, dass ich voll nicht gewusst habe, wie ich jetzt eben so sicher bin und es allen erzählt habe. Also meine ganze Familie weiss es, auch weiter als jetzt nur Familie, so meine ganzen Friends und Social Media. Ich habe es überall gesagt, oh Leute, nach 3 Monaten gehe ich auf Genf, Alter, crazy. Ich habe ja im Podcast davon voll gelabert und das ist wirklich, ohne Witz, das hat mich richtig aus der Bahn gebracht. Also das hat mich einfach richtig abgezogen. Ich bin auch eben straight up eigentlich mit dem Can rausgegangen, mit dem Can telefonieren, wie ein Wasserfall am Heulen gewesen, einfach weil ich es so nicht handeln konnte. Und eben der Can hat sich auch komplett vorbereitet, dass ich jetzt 4 Minuten weg bin. So. Es ist wie, ich weiß auch nicht, einfach die ganze Planung ist auf einmal so weg. Und ich wäre ja in 2 Monaten gegangen jetzt, also im Februar wäre ich gegangen. Das ist ja wie so eine kurzfristige Absage eigentlich in dem Sinn. Ja, und es war eigentlich ein ernüchterndes Mail gewesen, so mäßig so, hey, danke für deine Bewerbung, leider hat sich mega viel beworben und wir haben so quasi bla, so, aber noch ein schönes Leben, so mäßig so, also wirklich so 2 Sätze und das ist einfach so mein ganzes nächste halbe Jahr bestimmt, das habe ich schon heftig gefunden. Ja, und irgendwie, ich habe es auch voll, eben, ich bin zuerst so voll gewesen, nein, ich möchte jetzt einfach gar nicht mit niemandem darüber reden und einfach so, ich weiß auch nicht, ich habe so nur meinen closen Friends so vor der Klasse gesagt, so, also die haben es mitbekommen, weil ich gerade mit ihnen zusammen das Mail geöffnet habe mäßig. Und ich weiß auch nicht, es war mir wie so ein bisschen unangenehm gewesen. Und gar nicht mega
also es hat voll nicht irgendwie an meinem Ego gekratzt, weil ich nicht jetzt, also ich habe nicht das Gefühl gehabt, so, oh mein Gott, ich bin jetzt nicht angenommen worden, ich bin scheiße, sondern es ist ja mehr einfach so unangenehm, weil ich so sicher mir bin irgendwie. Das ist so ein bisschen vielleicht das Unangenehme gewesen. Ja, keine Ahnung. Ja, das ist so ein bisschen das eine gewesen. Aber ich sage ganz ehrlich, mittlerweile ich habe es ein bisschen sacken lassen. Es war jetzt letztes Dienstag, es ist jetzt schon eine Woche her. Und ich sehe mittlerweile auch so ein bisschen die positiven Punkte dran. Wie gesagt, ich habe ja so ein bisschen mitbekommen, dass ich eben so ein bisschen Angst hatte auch davon, dass sich jetzt alles wird verändern und so. Und das ist wie, es ist so eine mega feste Trauer, weil ich mir das so fest, wirklich so fest, ich habe mich so darauf gefreut, ich habe mir das so fest gewünscht. Und das hat mich wirklich auch mega fest traurig gemacht. Und ich wüsste auch, meine Liebe zu Französisch, ich habe mich so gefreut zu wissen, hey, nachher kann ich so perfekt Französisch, ich bin jetzt auch ja voll im Duolingo-Game. Ich erzähle das ja alles, ich muss dir das gar nicht sagen. Ja, voll. Und irgendwie ist es vor allem so ein bisschen das dann gewesen, dass ich so, dass dann irgendwie niemand so wirklich gesagt habe. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe dann nachher auch gesagt, hey, irgendwie, wieso euch nicht erzählen? Also ich habe mega mit dem Gedanken gespielt, einfach das jetzt in Ruhe lassen und scheiß drauf und irgendwann erzähle ich es euch dann vielleicht so, wenn mal alle fragen und vielleicht fragen dann gar nicht alle und vielleicht juckt es auch gar niemand und das, also keine Ahnung. Und irgendwie habe ich dann auch gemerkt, hey, eigentlich wirklich scheißegal. Ich finde es auch mega wichtig, auf Social Media können so diese Seite zeigen, weil meistens zeigt mir einfach so den Erfolgsmoment, so wenn das Leben perfekt ist und die anderen Sachen dann zeigt man dann nicht. Eben, ich verstehe es auch so, wenn du die Autoprüfung bestanden hast, dann weiß es jeder, wenn du sie nicht bestanden hast, dann weiß es niemand. Oder bei einer Gimmi-Prüfung Aufnahme, all das Zeug. Und ich finde, wir sollten auch voll transparent sein mit Misserfolg, weil unsere Gesellschaft, unsere Welt so fest fokussiert ist auf die ganze Zeit Erfolg, da geht es nachher auch noch ums Thema, dass wir das Gefühl haben, wenn wir mal einen Misserfolg haben, dass das so hart an uns selber kratzt und uns so fest mitnimmt und uns so unangenehm ist, mit anderen zu teilen. Und das muss eigentlich gar nicht unangenehm sein. Also es ist ja logisch, unsere Welt würde ja auch nicht funktionieren, wenn wir alle überall nur angenommen werden. Es gibt halt einfach immer die einen, die einfach Pech haben, wo es halt einfach nicht, wo es nicht gelangt hat oder ja eben, einfach Pech haben so. Und ich finde, das können wir auch ein bisschen normalisieren, Leute. Es ist voll okay, wenn ihr mal ein bisschen, mal nicht immer Erfolg habt. So. Und das Zweite, was mich dann irgendwie auch noch ein bisschen abgezogen hat, ist, dass ich glaube, ich habe auch letzte Woche davon erzählt, dass ich eine Prüfung habe. Ich habe ja eigentlich nie eine Prüfung in meinem Studium. Und jetzt heute, es war gerade heute, habe ich meine erste und hoffentlich auch letzte Prüfung gehabt. Es war so eine mündliche Prüfung. Und ich habe voll nicht Angst gehabt. Ich bin voll nervös. Also voll nicht, ich weiß auch nicht, sonst bin ich bei Prüfungen irgendwie schon, wenn so so im Gymi zumindest, bin ich schon immer sehr auch angespannt gewesen, hatte teilweise so ein bisschen Schiss gehabt und einfach so das Angstversagen mäßig. Und irgendwie bei dieser Prüfung irgendwie voll nicht. Also ich müsst wissen, ich habe das ganze Wochenende komplett durchgelernt. Ich habe den ganzen Samstag mit der Nina vom 9 Uhr am Morgen bis um 7 Uhr am Abend wirklich mit 45 Minuten Mittagpause so straight durchgelernt. Und am Sonntag, also gestern, auch einfach, also gut, ich habe ein YouTube-Video geschnitten und dann nachher auch bis am 2. Nacht viel durchgelernt. Nein, das stimmt nicht, bis um 12 Uhr. Ja, ist ja gleich. Auf jeden Fall, ich habe auch schon am Freitag so ein bisschen, also ich habe so viel Zeit investiert und ich habe auch ein gutes Gefühl, ich habe das Gefühl, ich verstehe das voll und alles. Und dann haben wir heute die Prüfung, also Nina auch, wir haben die Prüfung übrigens zusammen gehabt. Und wir sind auch die Ersten am fucking 8:30 Uhr am Morgen. Und wir haben auch gar nicht so ein schlechtes Gefühl gehabt. Also weißt, wir haben schon gecheckt, okay, es ist holprig und er muss uns manchmal helfen. Und das Ding ist, der hat Pokerface gehabt. Also der hat, auch wenn du es richtig gesagt hast, hat er dir nicht, weißt, hat er nicht genickt. Er hat einfach Pokerface gemacht. Und ich bin so ein Mensch, ich kann so Sachen, ich check's gar nicht. Mein Kopf, also das signalisiert für meinen Kopf, es stimmt nicht. Und meine Antwort stimmt nicht. Ich brauche extrem viel Bestätigung. Also wenn ich jemandem etwas sage und die Person ist nicht am Nicken, dann habe ich das Gefühl, okay, die denkt jetzt gerade, what the fuck laberst du? Also das ist mir heute gerade aufgefallen durch die Prüfung. Ich brauche so viel Bestätigung. Und das hat mich dann, glaube ich, auch also es hat mich auch so fest verunsichert dann. Und das macht halt bei einer mündlichen Prüfung extrem viel. Also wirklich, Leute, wenn ihr die nächste mündliche Prüfung habt, das ist ohne Scheiß das Wichtigste. Einfach selbstbewusst wirken, als würde ihr, und hoffentlich habt ihr auch so, aber einfach so,
was ihr redet, stimmt. Egal, ob die andere Person nickt oder nichts sagt oder vielleicht sogar einfach Nein sagt. Ihr bleibt straight up wie ein Profi hocken da rein, als würde es der anderen Person beibringen. Das ist wirklich etwas, was ich heute gelernt habe, weil ich mich so fest verunsichern lassen habe. Ich möchte jetzt auch gar nicht ihm die Schuld geben, weil macht ja irgendwie auch strategisch viel Sinn, dass er dann einfach Pokerface hat, um jetzt nicht irgendwie uns beeinflussen. Aber mich hat das extrem verunsichert, weil das ja im normalen Leben nicht so ist. Weil wenn du im normalen Leben etwas sagst, dann tust du ja immer nicken. So, wenn du dieser Person zustimmst. Und mein Kopf hat es gar nicht gecheckt. Und ja, also es hat wieder so eben so ein paar Sachen gegeben. Ich hatte einfach das Gefühl gehabt, ich habe mega unsicher gewirkt und das ist eigentlich so mein grösster Feind gewesen. Also es hat mir so die ganze Prüfung so ein bisschen versaut. Und lustigerweise, inhaltlich habe ich gar nicht, oder wir beide, Nina und ich, wir haben gar nicht so das Gefühl gehabt, dass wir mega schlecht gewesen sind. So, also eben, ich muss jetzt nicht mega auf die Prüfung selber eingehen. Schlussendlich haben wir dann kurz rausgehen und nachher sind wir reingeschickt worden und sie hat uns einen Vierer gegeben. Und wir sind so schockiert gewesen. Vor allem, es war verdammt lustig, weil Nina, wir kommen zu Nina will so einen Joke machen, sie ist weißt du, sie ist so, sie nimmt bei so Sachen kein Blatt vor das Maul, sie ist einfach eine Lustige. Dann sagt sie einfach so, und haben wir bestanden? Sie will so einen Joke machen. Und er sagt so, ja voll, ja. Aber wir haben gemeint, er meint es auch so lustig. Weil wir, also ganz ehrlich, also ich habe schon gecheckt, wir sind jetzt vielleicht nicht so komplett selbstsicher, also im Sinne von, wir buttern das jetzt und das stimmt und blablabla. Aber so inhaltlich haben wir ein gutes Gefühl gehabt. Wir haben das Gefühl gehabt, wir haben richtige Sachen gesagt. So, wir sind jetzt nicht komplett lost gewesen, wisst ihr, was ich meine? So, wir haben jetzt gedacht, okay, vielleicht ein Fünfer. Also allertiefstens ein 4,5. Und wo er dann so das gesagt hat, mit dem so, ja, verstanden, haben wir so gedacht, er geht auf den Joke ein, so, ja, bestanden haben wir, so, alle, ja, wir sind ja eh besser, so, logisch haben wir bestanden. Dann sagt er, ja, ihr habt einen schüssen Vierer. Und Nina und ich beide einfach, also wir haben uns nicht mal uns getraut anschauen, wir sind einfach so, okay, ciao. Wir sind rausgelaufen und wir haben die Welt nicht mehr verstanden, weil es ist so ein fucking erniedrigendes Gefühl, wenn du ein gutes oder nicht ein schlechtes Gefühl hast und einen Vierer bekommst. Vor allem wir sind beide sonst eigentlich immer relativ gut, wir haben beide noch nie eine Note oder einen Fünfer gehabt. Wir sind immer überall eigentlich relativ gut so und haben auch ein gutes Gefühl und sind eigentlich sonst auch selbstsicher. Aber das, Alter, der Vier hat, also gerade mich hat es komplett genommen, sage ich ehrlich. Weil es hat an meinem Ego gekratzt, es hat mich genervt. Ich habe das Gefühl gehabt, ich check das Thema, ich komme draus. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, hey, ich laufe jetzt rein und ich mache easy eine gute Note. Also ich habe niemals damit gerechnet, dass ich einen Vierer werde haben. So, und das war einfach frustrierend gewesen. Und das Frustrierende, also wir sind dann nicht rausgelaufen und wir sind dann so gewesen, oh mein Gott, wie machen denn das die anderen? Die anderen, es gibt Leute, die weniger gut sind als wir und die werden wahrscheinlich dann einfach nicht bestehen. Also wie machen denn das die anderen? Wir sind wirklich so gewesen. Ja, so komplett auf dem höheren Ross sind wir gewesen, Alter. Und dann sind wir richtig tief runtergefallen. Vor allem, es hat viele andere gegeben, die dann einfach eine gute Note hatten, 5 und 5,5 und das hat mich dann ich sage ganz ehrlich, das hat mich komplett genommen. Vor allem, also jetzt mega böse gesagt, aber bei Leuten, wo ich das Gefühl hatte, die kommen noch weniger draus. Und wir haben dann auch kurz geredet, so über Prüfung und sie haben dann Themen gesagt, was sie gesagt haben, oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, was das ist. Und ich bin so, ich könnte alles über das Thema sagen, so, ich weiß auch nicht. Ja, ich weiß auch nicht, das regt mich, aber ich glaube, es ist wie einfach scheiße, weil es ist so irgendwo ja ein Unfairness, obwohl es ja fair ist, so, also im Sinne von Unfairness. Mündliche Prüfung ist halt einfach irgendwo auch glücksabhängig. Also ich sage nicht, dass ich jetzt eben alles richtig gemacht habe und so. Und eben Unsicherheit hat sicher auch noch mega feste Rolle gespielt. Aber du kannst einfach Glück haben mit der Frage oder nicht Glück haben. Ja, und einfach sonst so. In meinem Kopf ist es dann mega schnell auch eine Unfairness, wenn ich das Gefühl habe, ich habe sehr viel Zeit investiert und andere Leute gar nicht. Aber das kannst du ja auch nicht sagen, weil einfach jedes Hirn anders funktioniert. Aber im Kopf ist es ja eigentlich eine Unfairness, weil wir halt wie alle die gleichen Voraussetzungen haben und vielleicht die Leute länger brauchen und weniger lang beim Lernen. Und ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, das war einfach mega frustrierend gewesen, weil ich mich eigentlich fast gefreut habe auf die Prüfung und irgendwie so, ich habe einfach gemerkt, es hat sehr viel mit meinem Selbstwertgefühl gemacht. Also ich habe wirklich, es hat so irgendwie,
mich bei allem demotiviert. Ich habe gerade auf nichts, ich habe einfach heim wollen. Ich habe auf nichts mehr Lust gehabt. Also jetzt gerade komplett übertrieben. Ich habe gerade wirklich so, es ist gerade dann in dem Moment einfach alles scheiße gewesen. Ich habe heim wollen. Ich habe das Gefühl gehabt, boah, ich habe gar keinen Bock jetzt mehr aufs Studium. Ich hätte am Nachmittag habe ich dann auch noch eben das Thema, also das Podcast-Modul gehabt. Wir haben am Vortrag gehabt. Ich habe auch einfach auf nichts mehr Lust gehabt. Ich bin so demotiviert gewesen. Und dann hat es mir auch richtig angefangen, dass all die Gedanken kommen mit Bro, jetzt ist einfach gerade eine richtig scheiß Phase. So, es läuft wirklich alles schief. Zuerst das mit Genf, dann jetzt die Prüfung noch, dann hat es bei mir noch andere Sachen gegeben. So kleine Sachen. Eben das jetzt, zum Beispiel eine mega wichtige Kooperation, eine mega nice Kooperation, die haben jetzt einfach abgesagt. Ach, so kleine Sachen, so voll, wo mich irgendwie... Ja, also weißt, man sieht auf einmal alles Negative. Und was jetzt zum Beispiel auch noch ist, eben, dass Nina auf Hongkong geht, wir wären halt wie gleichzeitig weggegangen. Und jetzt sind wir in dieser kurzen Zeit so auch mega close geworden, sage ich mal. Und sie geht jetzt einfach auf Hongkong und lässt mich da, weißt du. Also ja, ich habe schon noch an meine anderen Friends so im Studium, aber gleich, es ist einfach wie, es wäre auch so gut aufgegangen, wenn wir gerade beide gehen und jetzt geht sie einfach weg. Und das realisiert man jetzt halt noch ein bisschen mehr, wenn man selber da bleibt, weil sonst würde es mich ja blöd gesagt nicht so ultra krank betreffen. Und irgendwie ist jetzt allgemein so eine trübe Stimmung, weil sie ist halt auch mega gestresst von dem und sie hat irgendwie auch mega Angst und alles. Und wir reden dann in der Podcast-Folge vielleicht ein bisschen mehr über das mit ihr dann nächste Woche. Aber ja, es sind so viele Sachen, wo für mich gerade so schwergewichtend sind, so negative Sachen. Ich habe jetzt gar nicht alles aufgeschrieben. Aber ja, ich kann also heute nach der Prüfung eben, ist so ein Wasserfall, alles läuft scheiße und das und keine Ahnung. Dass irgendwie, das Podcast-Modul ist ja auch, dass momentan jetzt so ist immer alles geil und das ist auch jetzt es und ich weiß auch nicht, es ist wie, ich kenne jetzt einfach so einen negativen Wasserfall und alles läuft jetzt scheiße und irgendwie, keine Ahnung, es ist wie so ein negativer Strom geht und darum habe ich auch gedacht, wäre das gerade eine spannende Podcast-Folge. Vielleicht könnt ihr ja relaten. Und also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt gerade, also weißt so, es sind ja alles nicht First World Problems, ganz obvious, weißt so. Und ich weiss, es gibt wahrscheinlich auch viele von euch da draussen, die es viel schlechter haben, so. Aber ja, ich finde es, also, ich rede jetzt gleich einfach von meinen Feelings gerade so, so fühle ich halt ganz, sage ich ganz ehrlich, so Leute. Ja, und schlussendlich, ich finde so, es ist ja kein Wettbewerb, wenn es jetzt besser und schlechter geht. So, wenn ihr so fühlt, wie ihr fühlt, ist es voll valid. Genau. Das wollte ich sagen, bevor irgendwie alle Tasten tippen. Das ist ich so ein Problem mit den Augen. Ja. Aber voll, ich wollte jetzt gleich mal darüber reden. Weil es gibt ja immer mal wieder so Phasen, also die letzte wirklich so Phase, wo ich so das Gefühl hatte, alles läuft gerade scheiße. Steht wo der Lino gestorben ist, dort ist wirklich, habe ich das Gefühl gehabt, dort hat es mich auch einfach überströmt mit allen negativen Sachen. Ich habe wirklich manchmal das Gefühl, dass es so Phasen gibt, wo einfach alles scheiße läuft. Wirklich so wie ein Domino. Eins nach dem anderen bricht irgendwie jede Welt so zusammen. Und man hat irgendwie einfach auch so, es ist wie auch so eine Angst und so eine Frustration. Und das macht auch hure viel mit dem Selbstwertgefühl. Also wie die ganze Mentale bricht dann einfach auch irgendwann zusammen. Darum bereden wir das heute, Leute. Ich habe mich einfach so ein bisschen informiert mit meinem Best Friend, ChatGPT, weil mich auch so ein bisschen die psychologischen Sachen interessiert haben. So, Bro, was hat das jetzt mit meinem Selbstwertgefühl zu tun? Wieso haben wir gerade das Gefühl, dass es gerade eine ganze Welle an Negativität ist? Weil schlussendlich sind es wahrscheinlich einfach auch Zufälle, dass jetzt, also wie, es ist jetzt nicht gerade jemand da, wo irgendwie, keine Ahnung, wo über uns steht und einen Fluch auf uns geht, sondern, also wie, keine Ahnung, also ja, außer ich glaube, das jetzt, aber ja, keine Ahnung, irgendwie hat mich das so ein bisschen Wunder genommen, warum das ganz psychologisch ist. Und ich habe gedacht, ich gehe jetzt mal so ein bisschen auf das Ganze ein. Darum muss ich jetzt ganz schnell mein Handy verholen, weil ich habe da wieder meine Notizen gemacht. Und das ist hure spannend. Also eben, ich glaube, das Einzige, also das, was halt wirklich schon mal mega viel ausmacht, ist, dass wir Menschen grundsätzlich das Negative stärker gewichten. Da können wir gar nicht dafür, Leute, das ist in unserer fucking Evolution, weil wir einfach so ursprünglich ist das quasi ein Überlebensding gewesen. Also so quasi, wenn etwas bedrohlich ist, dann ist das viel stärker gewichtet worden, einfach dass wir überleben. Dass wir auch schnell lernen, hey, das ist eine Gefahr und vielleicht auch Gefahren können einschätzen, dass vielleicht eine Gefahr, wo gar keine Gefahr ist, wir gleich als Gefahr wahrnehmen. Einfach zum Worst Case, dass wir ja nicht sterben. So. Und das ist halt wie mittlerweile eben
sind wir ja nicht, ist das ja nicht mehr die gleiche Situation. Es geht jetzt auch nicht mehr um Überleben und nicht Überleben. Und jetzt so eine wichtige Gefahr, dass wir sterben könnten. Aber es sind ja gleich so Sachen, wo, wenn etwas Negatives ist in unserem Leben, dann gewichten wir das viel mehr, weil das einfach eine Bedrohung für unseren Körper ist und für unser Mentale und so. Und also vielleicht kennen das auch, eben, es können 1000 gute Sachen passieren und dann etwas Negatives und das ist dann das, was dann einem so beschäftigt und was so bleibt und wo man, wenn man will schlafen, dass einem hure wurmt. Das ist einfach wegen dem. Voll. Und ja, wenn man das Gefühl hat, alles läuft schief, dann hat man eben auch so ein das Gefühl, dann läuft ja gefühlt auch alles schief. Und das liegt vor allem dann daran, weil wir uns wie so ein bisschen eine Eigenbestätigung geben wollen. Also im Sinne von, wir konzentrieren uns nur aufs Negative. Und das ist wie so ein bisschen unsere These, so, oh mein Gott, jetzt läuft alles schlecht. Und dann konzentrieren wir uns eben auch nur auf die Sachen, auf die negativen Sachen, die passieren. Also wenn jetzt wieder mal etwas Gutes passiert, das gewichten wir gar nicht so. Also es ist wie so ein Glas, das wir gerade auf einmal angestellt haben und mit jedem negativen, so kleinen Ereignis schütten wir ein bisschen Wasser rein. Und eben, das können dann negative Sachen sein, wie ich weiss auch nicht, gestern habe ich es erlebt, dass ich in die Türe gelaufen bin. Und ich bin in die Türe gelaufen und Leute, ich habe fast angefangen zu brüllen. Und wenn es ja gut geht, dann ist das ja so funny, dann juckt es ja nicht. Und wenn du so, wirklich, wenn du das Glas in der Hand hast und es ist sich mit negativen Sachen anfühlen, dann kannst du in die scheiß Tür hineinlaufen und es ist ein riesen Wasserfall, wo das Wasser leert, wo das Glas leert. Einfach weil du schon so fest auf das Negative fokussiert bist und du hast das Gefühl, oh mein Gott, jetzt ist die Wolke über mir. Und jetzt schaut sie sogar an, dass ich in die fucking Tür hineinlaufe und mir weh mache. How stupid! Dass ich jetzt in die Tür hinlaufe. Es muss jetzt einfach Schicksal sein. Also es muss jetzt einfach gesteuert sein von dieser negativen Wolke. Das ist so dumm. Also ja, es fängt dann wie an, dass wir uns so ein bisschen Eigenbestätigung geben von dieser Theorie, die wir machen. Eben, wir suchen eigentlich schon gefühlt danach, um das Glas zu füllen, dass wir irgendwie noch mehr die Bestätigung bekommen, hey, es liegt jetzt gerade irgendwie auch nicht an uns, sondern oder wir brauchen wie eine Erklärung so ein bisschen, für all das Negative. Genau. Und es gibt so eine typische Auflistung. Also, grundsätzlich, wenn Sachen negativ laufen, obviously, das führt zu Stress. Und wir sind sonst schon gestresst im Alltag mit Schule und Arbeiten und zwischenmenschliche Sachen. Also wir sind alle schon grundsätzlich gestresst. Und wenn es einfach ein paar negative Sachen gibt, das kann uns mega schnell aus der Bahn werfen. Und ja, das wird dann eben, dann schauen wir nicht mehr objektiv auf die ganze Situation. Und was eben spannend ist, wir verlieren wie die Fähigkeit, das Problem zu lösen. Also wir verlieren wie so ein bisschen die Macht. Ja, also wie so ein bisschen die Kontrolle, würde ich sagen. Wir Menschen sind also wir finden es mega wichtig, Kontrolle zu haben. Auch Kontrolle über unser Leben. Und wenn mal etwas Negatives passiert, dann verlieren wir die Kontrolle wie. Weil, eben, und wir brauchen dann eine Erklärung. Und ja, und dementsprechend können wir das Ganze wie nicht mehr objektiv sehen. Und dann verlieren wir einfach die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Dann sehen wir das Ganze nicht mehr rational. Dann, wenn wir einfach, ja, dann eben negative Stimmung dominiert. So. Also ich bin heute heimgekommen nach dieser Prüfung. Also, ganz ehrlich, habe wieder am Charme heulend anrufen. Ist mittlerweile so ein Weekly Thing geworden jetzt. Nein, und ich bin heimgekommen und ich habe gesagt, ich möchte jetzt da auf die Couch hocken, eine Decke um mich machen und ich möchte wie ein Häufchen Elend einfach so sein. Und er hat mich dann einfach so ganz lange umarmt und hat mich gestreichelt und ich habe gebrüllt und ich habe gar nicht mehr gebraucht. Ich habe einfach schnell wirklich ein komplettes Häufchen Elend sein und mich so fest am Boden schmettern und mich so fest in die Opferposition stellen und schnell einfach alles rausbrüllen und wie komplett schnell mich an Tiefpunkt ziehen, dass ich irgendwie wieder ein bisschen raufgehen kann. Also das, ja, keine Ahnung. Und er hat ein paar mega gute Sachen gesagt. Die sagen dann nachher am Schluss an, wir gehen jetzt zuerst noch auf das Psychologische ein, die mir mega fest geholfen haben. Ich weiß auch nicht, so mega simple Sachen, aber irgendwie in dem Moment, weiß auch nicht, eben in dem Moment brauche ich zuerst mal einfach nur Umarmung und in dem Moment brauche ich zuerst einfach mal meine Bestätigung, so ja, es ist gerade scheiße, das, was du fühlst, ist gerade mega valid, ich bin da, ich umarme dich, du bist ein Opfer. Nein, aber ich brauche in dem Moment noch gar keine Lösungen. Ohne Witz. Also wenn mir jemand kommt und sagt so, keine Ahnung, vielleicht kannst du dann in der Lehre fragen, Prüfung kannst du nachholen und sagen so, Alter, lass mich in Ruhe, es muss einfach schnell raus.
Ja, und das hat dann schon mal als erstes gut da. Voll. Also wie gesagt, wir suchen wie so ein bisschen nach einer Erklärung, wie nach einem Muster. Unser Hirn funktioniert so ein bisschen etwas. Und ich habe es eben auch noch spannend gefunden, was macht das eigentlich so, also was hat das denn überhaupt mit unserem Selbstwertgefühl zu tun? Also klar, eben wenn es um Noten geht oder so, macht irgendwo Sinn, dass es mit unserem Selbstwertgefühl zu tun hat. Aber es liegt auch, also es ist ja eben grundsätzlich ja schon so ein bisschen ein Misserfolg. So, zum einen haben wir, also geben wir uns voll selber das Gefühl, hey, das liegt an uns, wir sind die schuld, wir haben einen Misserfolg gehabt, wir hätten es besser können machen. Einfach so sich selber mega die Schuld geben und auch selber hure das Overthinking haben. So, oh mein Gott, also gerade so Situationen, wo man im Nachhinein besser gemacht hat und man kann es nicht mehr ändern. Oh mein Gott, werde ich hässlich. Und auch so ein bisschen eine Mischung von, was denken denn die anderen? Also, wir sind halt Wesen, soziale Wesen, wo ob wir wollen oder nicht, es ist uns wichtig, was andere Menschen von uns halten. Die einen bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Und ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich merke, dass es bei mir schon eher stark gewichtet ist, dass es mir wichtig ist, was andere Menschen von mir denken. Und gerade jetzt zum Beispiel das mit Genf, habe ich extrem gemerkt, das ist bei mir ein Grund gewesen, wo mir mega Angst gemacht hat und mich auch noch zusätzlich abgezogen hat, dass ich jetzt das jedem erzählt habe. Und das Gefühl, ich muss mich jetzt bei jedem rechtfertigen und von jedem mir anhören. Also jeder muss jetzt seinen Senf dazugeben. So dann irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich das so abgezogen und ich habe so das Gefühl gehabt, es ist eben wie so ein Misserfolg gewesen. So, es ist jetzt so wie, ja, keine Ahnung, einfach mir unangenehm gewesen, das zu sagen. Es ist eben wie ein Misserfolg halt. Und das ist dann voll aufs Selbstbewusstsein. Genau. Und eben, der Can hat, also es war vor allem am Telefon gewesen, wo er ein paar Sachen gesagt hat, wo es klingt so fucking cheesy, Alter, aber er hat mir, okay, das ist wirklich cheesy, aber eigentlich musst du in dem Moment, weil du so fest überströmt bist an negative Sachen und nur die negativen Sachen siehst, dann vergisst du in dem Moment alle positiven Sachen. Und ich bin mir sicher, es gibt ganz viele positive Sachen momentan im Leben und entweder sehen sie als selbstverständlich oder checken sie gerade nicht, weil sie einfach überflutet sind jetzt von diesen negativen Sachen. Also ich habe gerade nur diese Sachen im Kopf. Und mega cute, aber also ich habe ihm das neben am Telefon gesagt, ja momentan ist einfach wirklich gerade so eine negative, also momentan läuft gerade alles scheiße, läuft gerade alles irgendwie, kann ich eben, die dunkle Wolke ist gerade über mir und die Böse und schaut, dass alles gerade scheiße läuft. Und er ist dann so voll gewesen, Alter, chill mal. So, das stimmt überhaupt nicht, fang gar nicht erst so an, weil wenn so ein Mindset jetzt Bild ist, dann wird es ja auch so, weil du dich eben, wie gesagt, nur auf die Sachen konzentrierst und es dann, blöd gesagt, auch so ein bisschen Force ist. Also, wie so ein bisschen anziehst, das Negative, sag ich jetzt mal. Und eben, hure cheesy hat er an mir, aber mega cute auch, alle meine positiven Sachen, die gerade in meinem Leben laufen, so gesagt. Und ich weiss die ja rational, aber ich habe in dem Moment so gut da, dass jemand mir einfach schnell alle positiven Sachen, die gerade in meinem Leben gut laufen, an den Kopf ballert, zu mir schnell einen Reality-Check geben. Jo, hey, es läuft ja doch nicht alles so scheiße. Und das ist hure cheesy, so, jo, wenn alles gerade negativ ist, denke einfach an die positiven Sachen. Und was ich aber vor allem gemerkt habe, ist, an diesem cheesy Spruch fehlt so ein kleiner, wichtiger Punkt. Weil ich habe immer so das Gefühl, ja, ich weiss, ich bin dankbar, ich sollte dankbar sein, dass ich weiss, dass ich gesund bin, dass ich Friends habe, dass ich das Dach über dem Kopf habe. Und wie, das ist in dem Moment gar nicht, also das ist wie in dem Moment gar nicht hilfreich, das zu hören, weil es eben, ganz blöd gesagt, dass so selbstverständlich für uns ist, weil wir mit dem aufgewachsen sind, dass das für uns gar nicht mehr ein Erfolg ist. Also wie im Sinne von, weil wir es schon immer hatten, sieht unser Kopf nicht als Erfolg. Und darum ist es für uns nicht effizient, das zu hören in dem Moment, weil das für uns nicht positive Gefühle auslösen. Das ist mega blöd und ich weiss, wir sind alle eigentlich mega krank dankbar, dass wir das Dach über den Kopf haben und all die Sachen, die für uns selbstverständlich sind, wir sind extrem dankbar für das. Aber es geht jetzt gerade rein theoretisch darum, was uns hilft in dem Moment. Und das ist genau der kleine Unterschied. Das Positive, mit dem Positiven, als positive Denken ist gemeint an positive Erfolg. Also, nicht in dem Sinn, was gerade gut ist, sondern Erfolgserlebnis. Also, das können Sachen sein wie ganz, ganz kleine Sachen. Hast du gerade letztens irgendein Kompliment von jemandem bekommen, vielleicht von einer Lehrperson, von einer Kollegin, die irgendetwas
sagt von einer fremden Person, von jemandem von einer Familie, einfach ein kleines Kompliment. Irgendwie jemand, der sagt, hey, hure geiles Zeug, was du machst, hure geiles Outfit, keine Ahnung. Kompliment kann etwas sein. Dann Ziel, das du erreicht hast. Vielleicht eben, hast du etwas erreicht, vielleicht hast du gerade Jahresziel, das du erreicht hast. Vielleicht hast du nur schon eine To-Do-Liste, vielleicht hast du irgendetwas erledigt, was du schon lange hast aufgezogen. So die ganz kleinen Erfolge im Leben. Vielleicht bist du heute pünktlich gewesen und bist sonst nicht so pünktlich. So ganz kleine Sachen, Erfolg im Leben. So quasi, ja, nicht was ist gut, sondern was ist gut gelaufen in dieser Zeit. Und ich kann sonst mal als Inspiration so ein bisschen Mini-Punkte sagen. Der Can hat dir gesagt, ich habe das jetzt auch aufgeschrieben und so. Und es ist so banal, aber es hat mir so fest geholfen, mir selber kurz einen Reality-Check oder er hat mir einen Reality-Check gegeben, falls er das jetzt nicht auf die Reihe bringt und so fest in dieser negativen Spirale sind, dass er jetzt auch gar keine Kraft hat, um jetzt mega daran zu denken, oh Gott, was ist jetzt gerade gut in meinem Leben, dann fragt gerade jemand näher in meinem Umfeld, eure Eltern, eure Bezugsperson einfach, fragt, hey, was ist gerade gut in meinem Leben, ich bin jetzt gerade voll in dieser negativen Spirale, redet unbedingt mit Menschen übrigens, wichtig. Und es ist nur schon einfach mega schön, von jemand anderem zu hören. Und sonst, ich animiere euch jetzt, zum auf eure Notiz-App gehen, schnell den Podcast pausieren und schnell eure Sachen aufschreiben. Was ist das, was in letzter Zeit bei euch gut gelaufen ist? Das Positive. Wo habt ihr Erfolg gehabt? Was habt ihr gut gemacht? Wo habt ihr Bestätigung bekommen? Einfach all die Sachen, die euch vielleicht auch glücklich gemacht haben. Es kann auch einfach ein Erlebnis sein, das ihr erlebt habt, das euch voll glücklich gemacht hat. Einfach so Sachen. Schreibt das mal schnell auf. Und falls ihr keinen Bock habt, dann macht das irgendwann später. Aber ich fände es hure geil, weil das bringt euch voll weiter. Und ich sage euch jetzt schnell, eben, wie gesagt, meine Sachen. Ist jetzt gerade weird, das einfach so zu sagen. Es klingt ja alles so als Flex, aber wie gesagt, es hat mir hure gut da. Das eine ist wirklich, mein YouTube-Video läuft gut. Und das hat mich so fest gefreut, weil ich kann wenn du so lange ein Video nicht aufladest, dann ist es meistens so, dass sich der Algorithmus fickt und zuerst mal einfach das Video komplett scheiße läuft. Und es hat mich so fest gefreut, dass es so gut angekommen ist. Also auch von den Kommentaren und alles. Und irgendwie, es hat mich wirklich mega fest gefreut. Also der Can war nur schon, schau einfach mal deine YouTube-Kommentare mal an und so. Und dann zieht es sich wieder auf. So, zweiter Punkt, am Gaschi geht es gut. Das war ja wirklich auch letztes Thema gewesen. Und jetzt also mit dem Hass. Und jetzt geht es ihm einfach gut. Er ist einfach jetzt gesund. Das ist so ein Erfolg. Und also ich muss eigentlich quasi mir gegenbeweisen, also Punkte suchen, um mir gegenbeweisen, dass es gerade nicht einfach eine dunkle Wolke ist. Das ist der Punkt. Weiter Punkt, ja, ich habe gerade den Can, also wirklich, er ist gerade so eine kranke Hilfe, Unterstützung und momentan macht so viele Sachen für mich und das ist echt gerade so ein Blessing. Also das ist wirklich mega, mega schön. Dann, ich habe die letzte Woche wie so ein bisschen eben eine gute Freundin gefunden. Nina ist wirklich, eben, wir haben es schon vorher gut gehabt und irgendwie so die letzten Wochen sind wir so nahe angewachsen und ich habe sie einfach als closer Friend gewonnen und das ist echt etwas so Schönes, das ist so ein Erfolg irgendwie, weil ich irgendwie allgemein, was Freundschaft angeht, auch schon oft eben negative Erfahrungen in meinem Leben gemacht habe und irgendwie gerade so einen Menschen im Leben zu haben, ist wirklich so schön. Genau. Ich habe so einen geilen Werbespot. Ja, stimmt, Alter. Das ist auch, Alter, weißt, ich habe mich dann nur auf die negative Ding, dass jetzt gerade eine Kooperation, wo ich mich mega gefreut habe, jetzt einfach abgelehnt wurde, ist so mäßig. Aber ich habe einen fucking Werbespot. Ich kann jetzt immer noch nicht sagen, mit wem. Aber ich freue mich, um so zu sagen. Aber weißt du, das ist so ein fucking krankes Erlebnis. Und also der Werbespot kommt dann online an dem Montag am 16. Dezember. Ja doch, 16. Dezember. Und ich poste dann auch noch ein Behind the Scenes. Genau, also das ist ja nur schon so krank, so crazy. Und das ist auch definitiv nicht etwas, was gerade passiert, wenn ich jetzt gerade wenn ich jetzt gerade in einer Negativspirale wäre. Und es sind nicht so kleine Sachen im Leben. Ich mache immer noch Sport, regelmäßig, und ich tue jeden Tag Französisch lernen. So, ich bin da voll im Hustle am Durchziehen. So, also keine Ahnung, es müsste noch so viel mehr passieren, dass ich wirklich komplett in einer Negativspirale wäre. So, chill mal. Es könnte mir auf jeden Fall viel schlechter gehen. Darum, ja,
Ich fände es einfach mega geil, wenn ihr einfach eure Sachen auch würdet sagen. Was läuft gerade gut in eurem Leben? Können wir das sharen? Können wir normalisieren, dass wir jetzt einfach schnell alle in eure Kommentare, das sind natürlich nur die Sachen, die ihr wollt, vielleicht gibt es auch ein paar zu private Sachen, aber ich fände es mega geil. Und vielleicht ist es auch mal, also ich weiß nicht gerade, was es jetzt mit euch gemacht hat, das zu hören, vielleicht ist es auch voll demotivierend gewesen, die Sachen zu hören, die gerade gut laufen in meinem Leben, aber vielleicht ist es auch, ich weiß nicht, ich stelle es mir voll schön vor, wenn wir jetzt gerade alle schon einfach unsere Sachen in die Kommentare schreiben und einfach so eine Positivity in den Kommentaren machen. Also vielleicht habt ihr auch noch andere Tipps, wie ihr mit dieser Negativspirale umgeht. Oder vielleicht hilft es auch umgekehrt. Nur schon, was läuft gerade scheiße im Leben, Leute? Wir können es auch umgekehrt machen. Oder nein, dann machen wir beides. Wir machen eine Liste, das läuft gerade scheiße im Leben, das läuft gerade gut im Leben. Doch, das finde ich geil. Das machen wir jetzt. Ich möchte das von allen hören. Weil dann ist es so, geteiltes Leid ist halbes Leid und gleichzeitig tun wir uns alle motivieren und sagen, ja, wir sind gerade eigentlich nicht in einer Abwärtsspirale, sondern es ist gerade einfach ein ganz normaler Abschnitt von unserem Leben und unser Hirn verarscht uns jetzt einfach gerade, dass wir das Gefühl haben, es läuft gerade alles scheiße, aber eigentlich läuft nicht alles scheiße. Punkt. So. Ich fände es geil, wenn das wir jetzt noch in die Kommentare schreiben. Ich bin auch voll gespannt, um eure Sachen dann zu lesen und so. Darum, ja. Voll. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge irgendwie so ein bisschen geholfen. Eben, also, ich kann es voll nicht einschätzen, wie das jetzt für euch ist. Wie gesagt, ich rede jetzt einfach von mir, wo der Can mir die Sachen gesagt hat mit dem Positiven. Das ist für mich echt gerade so wie ein Schalter, was sich kurz umgelegt hat, weil ich gemerkt habe, dass ich gerade mit dem Ding von in dieser Negativspirale bin und jetzt läuft alles scheiße und ich sehe alles negativ, dass ich dann wie gar nicht mehr rausgekommen bin. Also ich bin so fest gefangen in dem, dass ich dann selber auch mir anfangen zu sagen habe, ich bin gerade alles scheiße. Und irgendwie, mir sind dann alle negativen Sachen wieder eingefallen. Also weißt du, wie sonst, wenn etwas negativ ist, fällt es nicht ein. Und in dem Moment, ja stimmt, das ist ja auch noch scheiße gewesen, das ist ja auch noch scheiße gewesen, Alter, wirklich, es ist ja wirklich gerade alles scheiße, Alter. Ja, darum machen wir schnell kurz einen Reality-Check und schreiben Sie in die Kommentare. Ja, ich hoffe, wie gesagt, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Wenn ja, dann gebt 5 Sterne, folgt dem Kanal und wie gesagt, schreibt einen Kommentar. Und ja, dann würde ich auch sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Wie gesagt, mit der Folge mit der Nina, mit der letzten Podcast-Folge auch. Also ja, wenn dann zumindest kommt die nächste nach Hongkong. Das wäre vielleicht sogar noch spannend, dann würde ich sie von Hongkong erzählen. Aber ja, ich erfahre, ich kann nicht mehr reden, ihr erfahrt dann alles auch über Hongkong und so. Ja, von der Nina dann in der nächsten Podcast-Folge. Und ich mache sogar ein YouTube-Video noch mit ihr. Also wenn es alles klappt, dann drehen wir mal alles. Wir machen das Waren oder Glühwein. Ich freue mich. Genau, darum, ich freue mich, wenn ihr dort auch einschaltet. Und jetzt habe ich meine Fresse und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Alter. Nächste Woche wird besser. Also, ich weiß jetzt nicht gerade, in welchem Zeitraum ihr das hört, aber nur schon morgen. Morgen wird ein fucking guter Tag. Ich predict euch das. Morgen wird ein fucking guter Tag. Gut, gute Nacht an der Stelle und bis nächste Woche wieder. Bye!